Wir sind jetzt zurück. Herzlich willkommen für eine neue Edition von ADR Tele. Und hier sind die Titel von dieser Sendung. Für eine erste Kehr ist am Europaparlament Lützeburg geschwärzt gehen. Der Ferner Karteiser sieht, dass 2. EU-Niveau mit unserer Sprache weitergeht. Und an jedem hat Fred Kuyp, der Premier, mit wichtigen Uleies konfrontiert. Der Santé-Sektor am Land muss grundsätzlich überdurcht auch reformiert gehen. Den Erhalt von der Gesundheit der Menschen muss mehr an den Fokus gesetzt gehen. Das hat Lexi Schoß bei einer Interpellation an der Chambre gefordert. Über 40 Millionen Euro soll den umstrittene Velosbrick-Projekt am Neudorf kosten, bald 70% mehr teuer wie vor 2 Jahren. Der ADR hat am Staater Gemengerot gegen das Projekt gestimmt. LSAP a Link hat sich enthalten. Für betroffenen Anwohner geht es weiter solide Gegewand. Das an anderen Sujeten präsentieren wir das Kehr zu zweit hier am Studio. Mein Fraktionspräsident Fred Kuyp. Salut Fred. Moin dann. Voilà, angefangen mit dem historischen Moment am EU-Parlament, ausgelöst durch unseren Europadeputierten Fernand Karteiser. Vielmals merci, Herr Präsident. Als Nationalspruch von einem Memberland von unserer This cannot be interpreted because Luxembourgish is not a European official language. To interrupt you, you have to take the floor using one of the official languages of this Parliament, as the rules of the Parliament. Mr. President, I respectfully request the same right for the people of Luxembourg than for everybody else in this Parliament, and I would kindly request you to let me speak in Luxembourgish. Yes. Herr Präsident, using one of the official languages of the Parliament, you have explained it perfectly in English now. well, you can continue in summary. English. I would then make a short summary. I think, Mr. President, that Luxembourg should have a status in this Parliament in the same way than all other languages also. I wish that my language should not be discriminated against by this Parliament, and I would like to remind you, Mr. President, that Luxembourgish has also been a founding language of the European Union. Robert Schuman, Konrad Adenauer and Joseph Bech, 3 of our founding fathers, discussed in Luxembourgish on the future of Europe, a peaceful future, and I would like to have this language recognised in this Parliament. I thank you. Ja, das war natürlich ein ganz großes Moment am Europaparlament an die Resonanz bei den Leuten, bei Lützeburg, also immens positiv, die lange darüber gewährt haben. Und überraschend aus dem Sinne, ich meine, schon an den Tisch für Drohnen hatte ich verschiedene Deputierte noch von anderen Parteien gesagt, hey, den Fernand, der wird Lützeburg schwätzen am Europaparlament dann. Ja. Also sie wollten das nicht leben, nee, das möchte nicht, nee, das möchte nicht. Das wird auch nicht gemacht. Und ich meine, das ist auch ein gutes Zeichen, dass wir als ADR, wenn wir als Sache wollen, dann machen wir doch mit 10 doch durch. Fernand Karteiser hat gemacht, ganz sober, proper, nicht doch dünne wie ein dünner Brachkinas, und auf Englisch die Situation erklärt, was ja ganz gut ist. Und ich meine aber, dass noch gewiesen wird, dass wir zu dem stehen, was wir machen. Voilà, du hast direkt reagiert an der Lützeburger Chambre natürlich. Ne? Ja, das war du wichtig für zu sagen, okay, wir machen direkt weiter, aber wir werden es auch nicht gehen, das versprechen wir den Leuten. Und direkt nach drüber in der Chambre, was gelesen hat, dann dem Herr Staatsminister Luc Frieden eben vorgestellt, wie hin die Situation gesagt. Herr Premierminister, gestern waren bedeutenden, memorablen Tag für Lützeburger Spruch, wo Lützeburger Deputierten fertiggebracht hat, am Parlament zu Brüssel für Lützeburg zu schwätzen. Das war den Fernand Karteiser. Und ihn hat angefangen auf Lützeburg an den ersten Erbrach gehen vom Präsidenten, den Moment vom Europäischen Parlament. Und der Präsident hat gesagt, den dürft nicht Lützeburg schwätzen. Dann hat Herr Karteiser auf Englisch weitergemacht und erklärt, was sein Uleihe ist, für Lützeburger Spruch sich anzusetzen, für Lützeburger Spruch zu stärken, auch um Niveau eben von der Europäischen Union. Am Vorfeld hat Herr Karteiser mit der Präsidentin, der Madame Metsola, schon geschwärzt. Und ihn hat ja proposiert, dass sie auf Lützeburg schwätzen, aber am Vorfeld eine Übersetzung für die Interpreten bereitstellen auf Deutsch, Französisch und Englisch, sodass dann auch kein Unkäste dabei entstehen. Madame Metsola, die natürlich eine gewisse Sensibilität für das tut, weil sie es im Land Malta kennt, hat das am Anfang positiv gesehen, hat aber dem Herrn Karteiser gesagt, er sollte mal bei Herrn Frieden, Premierminister von Lützeburg, nachfragen, was den darüber denkt. Effektiv haben wir 24
Amtssprachen Niveau von der Europäischen Union, da ist auch Maltesisch dabei, da sind andere Sprachen dabei viel. Aber Lützeburg, wobei Lützeburg ein Gründerstaat ist von der Europäischen Union, Lützeburg ist Nationalspruch, Amtssprache hier im Land, steht in der Verfassung, ist da nicht dabei. Und das verwundert vielleicht. Und dafür gebe ich schaut vor, Herr Premierminister, wie reagiert er darüber, dass was Metzola gesagt hat, den Herr Carter soll dich freuen, wie reagiert er auf die Situation? Und seht ihr vielleicht auch eine Möglichkeit, dass die Regierung sich gewahrsetzen, für Lützeburg als Spruch auch EU-Niveau zu stärken? Merci. Die Lützeburger Regierung wird die doten Aspekte, so wie sie das schon mal in der Vergangenheit gemacht hat, nachher ja diskutieren, für zu gucken, ob es da wer ging. Das ist ganz schwierig, ich verstanden zu gehen am Ausland. Das ist eine wichtige Sache, am Ausland verstanden zu gehen, bei mir zu Bresel, zu Straßburg oder so Plätzen, just auf Lützeburg schwätzen. Ich meine, dass man die Dimension bei aller Sympathie für einen Spruch nicht vergessen. Das ist auch ein finanzieller das ist auch ein finanzieller Punkt, das ist ein praktischer Punkt. An all die Aspekte, also immer gerne bereit, an der Regierung zu diskutieren und noch mit den Fraktionen an der Chambre. Dommer huet d'ADR also schon errecht, dat de Gebrauch vun der Lützeburger Spruch lo bannend der Regierung debattéiert gëtt, dat geht als awer net weit genug Gelfried. Ja, mir hätten endlich gerne Statut vun der Lützeburger Spruch Niveau vun der Europäischer Union. Da gibt es ganz viele verschiedene Sprachen, die da Statut tun. A Lützeburg ist also die einzige Nationalspruch, die den nicht hat. Muss ich nicht vorstellen, Maltesisch, Irisch, das sind unerkannte EU-Sprachen. A Lützeburg ist nicht. Und das ist etwas, was am Anfang immens traurig ist. Ich meine, wir sind Gründungsmember von der Europäischen Union. Aber wir wollen noch nicht verlangen, dass einmal so 10.000 Seiten müssen auf Lützeburg übersetzt gehen, die sowieso ganz wenig Leute sowieso verlesen. Mit geht es darum, dass Lützeburg einfach ein Statut kriegt und unerkannt wird. Die Unerkennung also ist wichtig, dass wir die kreieren. Und da werden wir uns nicht gehen, so wie wir es sowieso ersetzen für den Lützeburger Spruch an allen Hinsichten. Anreifred, dat machen wir sonderlung Merci mir kurz noch eng starken Ersatz fir als Spruch wäret iwwergens des Reaktion vum Ferner Karteiser. Schöne gute Morgen. Das Woche heute zu Straßburg steht natürlich für mich am Zeichen der Lützeburger Spruch. Ich habe den Montag November probiert, den Rede auf Lützeburg zu halten, weil ich einfach für ganz wichtig halte, dass doch ein Spruch am Europa vertreten ist. Auf eine ganz pragmatische Manier. Es geht natürlich nicht darum, als Lützeburg einen europäischen Amtsspruch zu machen. Das ging viel zu weit greifen. Mit Ziel ist, dass wir an der Pläne wie all die anderen auch an der Hemisspruch schwätzen, wie die anderen auf Lettisch, Litauisch, Estnisch, Maltesisch, Griechisch schwätzen, so sollten eigentlich die Lützeburger Deputierten auch können an ihrer Spruch schwätzen. Das ist nicht gegangen, weil das Europaparlament das nicht akzeptiert hat, schon am Voraus das vorbereitet hat, was schuld ist. Und schon wenn es Änderungen am Reglement vom Europäischen Parlament proposiert, da muss ich gucken, wie es geht. Was mich aber auch enttäuscht, dass andere politische Parteien wie Lützeburg das nicht unterstützen, was wir als ADR machen, sogar wenn wir Zirkusnummer schwätzen, wenn es darum geht, für einen Spruch auf europäischem Plan zu valorisieren. Ich meine, dass das nicht geht. Also für mich ist es auf jeden Fall nicht nur zu vollziehen, dass Lützeburger politische Parteien einen pragmatischen Approach für einen Spruch an Europa abzuwerten, nicht unterstützen. Du seid de Ferner Karteiser also im Moment genau der richtige Mann op der richtige Platz am EU-Parlament, den einfach durch seine Kompetenzen und durch seine langwierige Erfahrung. Ich meine, er war lang Diplomat, er war Ambassadeur an verschiedene Länder. Und ich weiß einfach ganz genau, wen sich ulede, nicht die genetischen Kenntnisse, auch die Sprachkenntnisse, die immens gut sind. Und ich weiß, wen sich ulede, für zu singen auch zu kommen. Und ich meine, dass das nicht nur lo was Sprache geht, das ist just ein kleiner Teil und gibt ganz viele andere, auch wichtige Sujets. Ich meine gerade auch, was all die Probleme, die da im Moment gibt an Europa, was die EU geht, dann noch die Position von Lützeburg an dem Ganzen, da ist der Ferner Karteiser sicherlich der richtige Mann auf der richtigen Platz, für uns dort zu vertreten. Ein anderes grosses Sujet, dem wir auch Sorge möchten, und dazu haben wir auch viele Gespräche hier mit der Industrie,
dass wir immer mehr gesehen, dass wir Europäer von Tag zu Tag mehr arm gehen. Die Energiekosten in Europa sind weil so hoch, dass viele Unternehmen, internationale Unternehmen, nicht mehr in Europa kommen, wie zu investieren, und dass viele von den Unternehmen, die man in Europa haben, Europa verlassen, wie zum Beispiel in Amerika zu gehen, aber auch an Türkei, an anderen Regionen, wo sie dann an die Europäische Union exportieren, ganz einfach, weil da die Energiekosten viel mehr niedrig sind, mehr Bürokratie, auch mehr Umwelt abklären. Wir müssen also als Europäer die Courage haben, eine neue Politik umzudenken, für das wir ökonomisch können mehr stärker gehen, weil schlussendlich, und das ist auch ganz wichtig, hängt der Lebensstandard davon auf. Eine wichtige Konsideration dabei, die auch politisch natürlich ganz umstritten ist, sind Russland-Sanktionen. Dadurch, dass wir die angefeiert haben, sind die Energiepreise bei uns 70% mehr hoch am Blick wie in Amerika. Und das ist natürlich etwas, was dazu führt, dass unsere industrielle Struktur immer mehr schwer wird. Es ist eine wichtige Aufgabe heute zu Straßburg. Ich meine, das gesehen ich immer mehr und in den paar Monaten, wo ich hier bin, es gibt ganz viele zentrale Themen heute diskutiert. Auf jeden Fall werden wir als gehen, als RDR für Ihre Interessen hier so gut wie möglich zu vertreten. Merci für Ihre Aufmerksamkeit und bis geschwind. Voilà, dat waret lo fir den echten Deel vun dieser Sendung. Eiert lo mat den anderen Sujet weitergeht, schwatze mir Zwelo nach kurz iwwer Zukunft den ADR Tele. Du ginnech lo geschwun ersat, wat Präsentatiun nu geht, ne? Fred. Ja, du gehst ersat. Du gehst ersat. Ich meine, du bist ja auch eine neue Position, du bist an Chamber rakom, du bist Deputiert, und ich meine, dass dann du dich kannst melden, an der wirst du an der Sendung 4 kommen, wenn es die Interventionen an der Chamber US. Genau, Fred. Und ich meine, nicht so ideal, wenn du als Deputierten den ege Beitrag dann an der Moderation gibst, USO dafür. Genau das. Der Tele wird weiter bestehen, das ist klar. Viel Success, wir kriegen immer ganz viel Positives von den Leuten dabei gesagt. Auch du warst zufrieden, solange mit mir hier bei der Tele, das war okay, oder? Immer dann, perfekt, 100%. Okay, da sind ich froh. Vielmals, merci. Gut, an Ufangs vom nächsten Jahr sind wir mit einer neuen Sendung an einem flotten neuen Dekor zurück. Von dieser Platz aus am Studio von Apart TV melden wir uns auf jeden Fall aber nochmal Ende des Jahres. Merci dir auf jeden Fall für den Besuch am Studio. Fred. Merci auch. An der Chamber huet d'Ostdeputéiert a Medizinerin Alexandra Schoos bei enger Interpellation konkret Pisten opgeworf, wéi en de Gesundheitssystem heit zu Lützeburg nees op die richchte Schiene kann bringen. Muss endlich Schlussdommer sinn, dat d'Qualitéit vun der Gesundheitsversorgung ofhëlt, an d' Regierung weiter just vun irgendwelchen Analyse schwätzt, déi irgendwann an der Zukunft wann iwwerhäert solle kommen. Wie Emotion huet Lexi Schoos dofir ënner anderem gefordert, dat de Mangtem u qualifizierten Doktoren entgegengewirkt gëtt, grad wie dat am Land endlich eng zweet vollwertig Pädiatrie geschafe gëtt, dat am Centre Hospitalier du Nord. Wenn mir sewer haut musssse besonnech mat dem Sekte beschäftschen, dann ass et, weil Leute mat viele Probleme geplot ass, trotz der Qualität an dem unermittelschen Ersatz vum Gesundheitspersonal. Das Problem ist sie primär nicht durch den Gesundheitssektor geschuldet, mit dacks von der Politik. Von einer Politik, die an der Vergangenheit die verstopfte Rezepte von einem Tobak festgehalten hat, am Platz ist für Lösungen vom Markt abzumachen. Von einer Politik, die nicht Schritt mit den Herausforderungen gehalten hat, Stichwort demografischen Zuwachs. Von einer Politik, die nicht die Courage hat, für ihre Politik kritisch zu hinterfragen. Uns ist auch bewusst, dass 20 Jahre sozialistische Planwirtschaft bei den 365 nicht revidiert können gehen. Es wird kein Wert, nach hinten zu gucken. Aber wir müssen mit all dem, was uns konstruktiv nach vorne gucken, erschaffen. Für das ist der Zustand vom Gesundheitssystem für ein entwickeltes Land wie Lützeburg nicht zu akzeptieren. Just ein paar Stichwörter als Beispiele. Nur wo es Probleme an Unzufriedenheit bei den Gesundheitsberufen, Wartezeiten an den Urgenzen, mangelnde medizinische Versorgung am ländlichen Raum, Engpässe an der Pädiatrie, Geriatrie, Psychiatrie und so weiter. Ewig lang Delayen an Aufsuche von Rendezvous.
Mir hat lo recht rezent an enger Antwort vun der Madame Minister op parlamentarsch Frau vun der honorabler Deputiert Madame Carol Hartmann heieren, dat se lang dëst Jo bis lo 275 Schmoul de Patscan eng Ofsuheder deet gemissen. Han all dene Probleme verstoppe sech awer Tausende vun Einzelschicksaler, die onneideg lang am ongewisse gelos gin oder sech am Stach gelos fehlen. Et gimi Probleme wie Lesungen am Gesundheitssektor. Den CSV-DP-Koalitionsakkord schwätzt auch méi vun Analysen an Etüden wie vu Chloroprogien. Wir hoffen aber, am Sinn vun der medizinischer Versorgung heute zu Lützeburg, dass wir lo net nach 4 Jahren Etüden aufwarten müssen, mir dass man der Minister es haut schon überrascht, mit konkreten Aussagen zur Umsetzung von Projekten. Wir wollen als ADR Probleme aufpacken, a konstruktiv mitschaffen, für sie zu lesen, am Platz nur zu gucken, weil geteicht Zeit, dass selbst geschieht. Schwatzen je bësse fitéich iwwer d'Attraktivitéit oder d'Unattraktivitéit vun de Gesundheitsberufer. Babyboomer-Generationun geht aktuell oder geschwind an die wohlverdenkte Pensionioun, an dudech werd sech Penurie am Gesundheitssektor noch verstärken, wahrscheinlich. Dazu können auch eng Regiestruktur am Gesundheitssektor mat massiven Ausschränkungen an der Ausübung von Gesundheitsberufer, wie zum Beispiel d'Unméiglechkeet op eng Reihe von medizinischen Diagnostikapparater zurückzugreifen zu können an der freier Praxis, oder Ausschränkungen durch Verschreibungspflicht von Medikamenten an der ambulanter und stationärer Pflege. Einerseits haben wir Mangel und Ausbildungsmäßigkeiten für verschiedene Gesundheitsberufe, andererseits ein Überangebot an einzelnen Domänen, was zu einer Verwirrung und Unklarheit an der Ausbildung feiert. Hier will ich Beispiel nennen von der Afirmia, die nur entweder via BTS oder Bachelor ausgebildet kann gehen. Das wird viel Frustrationen bringen. Eventuell unterschiedliche Salären, unterschiedliche Karrieresmöglichkeiten, Hierarchiekonflikte, Vierstellungen von den Aufgaben, die zu erledigen sind, an der Empfang für den nächsten Beruf an die nämliche Berufsbezeichnung. Ein weiteres Problem ist die Differenz zwischen der liberalen und der angestellten Berufsausübung, also der Freiberufler, an denen die angestellt sind. Als Beispiel sei frei genannt, am Spidolsektor kann ich für rund 10 Mitarbeiter Produkte ausgehen, auf für Funktionamenskosten für rund 1,7 Millionen Euro Produkte. Zahlen, die an unserer liberalen Berufsausübung undenkbar sind, bedingt durch strikt Umsatz von einer jahrzehntealter Nomenklatur und von der Ausschränkung am Bereich von der Gerätemedizin. Da will ich annehmen, dass in einer Welt, wo Gleichgewicht zwischen Arbeits- und Privatleben eine immer mehr wichtige Rolle spielt, und noch die Gesundheitsberufe immer mehr feminisiert sind, eine Katastrophe ist, dass es als Doktor praktisch unmöglich ist, heute in Lützeburg an einem angestellten Verhältnis zu schaffen, sie wird an den Spitälern mit einer Ausnahme oder den Bausen an den Praxen. So wie wir die einen Gesundheitsberufe überreglementiert haben, so haben wir andere überhaupt nicht reglementiert, was die Zulassung und Anerkennung betrifft. So wie am Fall vom Psychologen. Das führt auch zu Frustrationen und Ungerechtigkeiten im Terrain und mischt die groß ab für sogenannte Charlatanen. Ich kann nach einer Beispiel aufzählen für die Gründe von Unattraktivität der Problematik für viele Gesundheitsberufe heute in Lützeburg. Wir schmengen, Madame Minister, als Ihre sinnlichen Entrevuen, wo ihr selber auch genug Mordgrut, wo krumm an der Hack leidt. Während der Covid-Zeit gouft viel Abschnitte an als verfassungsrechtlich garantiert Freiheiten, die von der demolischer Gambia-Regierung desideiert goufen. Politische Restriktionen, die enger ganzer Part die Leute Arbeitsplatz kascht tun, a Betrieber an Labyrinthe brucht tun. Andere hunn ihre Liebsten an Alters- oder Pflegeheime molkelächten Ädi konnte soen. Covid-Politik vu Blo-Rot-Gring geheiert dofir opgeschafft, dat gët weiterhin vun der ADR gefordert, an dofir verlangen mir dadurch regelmäßig an der Chamber, bis es do endlich etwas steht. Konfinementer an aner Moosnamen, die am Kontext vu COVID-19 imposéiert goufen, hunn der Ökonomie an dem Arbeitsmarkt stark geschurt an noch sozial a Familielewe vun de Leiit gouf op vill Manieren stark beanträchtecht. Herr Präsident, et wir wohl kein Partei méi darunter interessiert wie d'ADR fir die viel erweitreichend Angriffe an Privatleben, die Sozialbenodeligungen durch die operlechte Covid-Maßnahmen a Restriktionen an ihrem Impact op die ganze Gesellschaft am Detail opzuschaffen. So hält sich den Interesse von der Regierung aber leider an Grenzen. Rund 18 Joer as et hier, dat de Projekt Wëllosbreg iwwer dem Zenz an dem Weime Schaff fir eng échte Käier diskutéiert ginn ass.
A vun Ufang an waren die hauptbetroffen Awohner aus dem Neidorf net aferstern mam Standort fir die BRIC soll hikommen. Trotzdem huet Staater Gemeng Mordikus Projekt festgehall, den lo mat iwwer 40 Millionen Euro vimi deier gëtt a mat Hëlle vun de Stimme vun der Majoritéit am Staater Gemengerot gestimmt ginnners. Natierlech net vun der ADR. Eng 50 betroffen Awohner hunn Rekur an Annulation vun der Baugenehmigung vun der Stadt Lützeburg ugefrot, habt Argument hei, de Quartier gëtt verschandelt an die Schei Natur op der Platz zersteiert. Sie hunn aufgestimmt wie Dackelen. All Mënsch huet man Kap gewéng aus der 2 Parteien oder 3 Parteien hun net dofir direkt dofir an eng huet just géint gestimmt. Ech fan net traurig, dats bei engem Projekt den initial mat 24 Millionen ugesat gin ass, dats de lo op well 41 Millioune kënnt, an dats jidré seet, dat okay mat schadefeineschen Argumenter komme mir do, die gëtt erzielt vun Infrastruktur eng Plyvalu fir Hai an eng Plyvalu fir do, dat gonet de Fall ass, well bis haut ass nach keng Kächte Nutzenanalyse gemerk gi vun dem ganzen Wien firiert iwwer die Brick, wie benutzt die Brick, dat wees bis haut nach keen. An dat werd och keen wëssen, well die Wert hanno net benutzt gin, dat gëtt so en Eidelbauwiek wie heinz so op verschiedene Plazen do ëmmer stinn. An et deet mal leet, dat se Gemengerot vun 6 oder 7 Leiit, die do uwesetzen, oder vun denen alle Leiit, die do of vu Konseien, dats déi so bestimmen, dat ass eng Frescheet wieder wie vun den Leiit aus der Gemeng Lützeburg, die Steiere bezuelen do. Du ginn 41 Millionen einfach carrément zu der Fënster rausgeheit. Thema Neidorfer Brick as langt leidech Thema mit mehr wenn net seit 500 Joer wie bei der Sterreplatz. Mehr als ADR kritiseieren, wéi par Force Projekt durchgeboxt gëtt, kostet es was es wolle. Et ass och keng richteg kächte Nutzung-Analyse gemacht gin. Zum Moslo wot kächten sech 16 Millioune Hagen, also men Zowurs vun 66%, man das ertierchte Kächte nutzen nach vill méi schlecht. Da vun nach vum Neidorf hun nach vun der Zeit erzielt, wo de Claude Radu grous geschwertet, dat eng DP so eng Breck, de Demos nach Femi bëllech war net matgift droe, well daier wär awer net op mans de Minibus kind drwer fuhren. Dëfir fronechten Radu fir wat der teen los eng Menung geënnert huest, ass de Wëllo lo de neie Minibus. Wir kommen mir zu de Kächten. An der Kommission huet mei lewen de deputéierte Kollege so der tapsche Inflationun vum Bautenindex ass die Hoss gemacht huet, dat das natürlich Augenwischerei zu 66% an Bauen ass net 66% an Blutgängen. Du de kloer Fehler gemacht gin beim de wie mit Gemeng huet schon ugefangen mat offolzen. An der Kommission as sie auch gesot gin, dat de Lifte besonders steier ass an alle Submissionen en die wie vun en enger eenzecher Liftfirma rabruchten. Et kann net sinn, dat mir ofhängig vun enger Firma dat tricht enger Monopolstellung an ich hoffe net dat du net Absicht bei einer Firma net no gefrot gin ass. Ich muss auch so dat net op Majoritéit vun de Leiit am Neidorf gelauscht hat gin ass och net op ihren Interesseverein, déi hunn noch aner Propose gemacht. Dëffe gëtt lo och eng UFO fir e Baustopp a fir Leiit am Neidorf sind unzufrieden. Du hätte mis de Mathe Leiit entschäden an net iwwer hier käbe wäsch. Aus all dene Grund werden mir als ADR dagegen stimmen. Merci. Wir schwätzen die ganze Zeit Bürgerbeteiligung, Transparenz. Ma mir, das sind all die Leute, die an der Petition unterschrieben haben. Du hast nicht ein konvokiert gehen, dass wir mal etwas erklärt kriegen, wie wo was. Und dass wir können als Ideen auch so. Das ist für wen.
Auch internationale Plan ass d'ADR also ëmmer méi stark vertruden. So war lo fir kurzem eisen Zentrumsdeputéierten Tom Weidisch mat enger Chamberdelegatioun an Ungarn. Am Parlament zu Budapest huet Tom Weidisch fir un Deputéierten aus allen europäesche Länder geschwert. Hier krut dobei viel Applaus, weil an Europa ass d'ADR schliesslich eng Partei vun der politischer Mëtt. Thank you, Mr. Chairman. Dear colleagues, to protect our borders, we can put fences, do pushbacks, give Frontex more money and power. But all these measures are only fighting symptoms. The most effective border control is to remove any incentive for people to come to Europe, either for economic gains, including benefiting from our welfare system or engaging in criminal activities. For far too long, some countries, mostly from Western Europe, made Europe look like a honeypot and soft on crime. Some of these countries, such as Sweden, Denmark, and also the Netherlands, have learned from their mistakes, or rather those politicians responsible have been voted out of power. As a consequence, numbers have dramatically decreased. For effective border control, we must restrict the benefits to asylum seekers to in-kind benefits. We cannot host them in better accommodation than our own citizens in need. We need to accelerate the asylum procedure. We must deny asylum to those committing crimes and convict and deport them fast. All these measures will remove the incentives for economic and criminal migrants, and we must communicate them loudly and clearly. Only the true refugees will still come, as they seek different things. They seek safety, stability, and our protection. Thank you. En Donnerstag, den 17. Oktober, gouf zu Brüssel altmees e sogenannte Migrationsgipfel aufgehalten. Wichtig Nachricht für uns, no eisen Deitschen feieren e loreis Franzéschen Operen Grenzkontrollen an. E guten Ablag fir de Bilan vum 1. Joer Migrationspolitik vun der Regierung ze zeien. Den 20. Oktober 2023 gouf zu Lettzeburg eng sogenannt Wardelöscht fir Asylanten agefauert. Betraffere Leiit fir den hier Prozedur ein anderes EU-Land zuständig ist, an der sich dementsprechend auch hier Unterbringung kümmert. Für den Fall, dass sie trotzdem weiter illegal auf Lettzeburg reisen sollten, sollten sie warten, bis ein Platz am Markei freigeht. Verantwortlich für die Decision war der langjährige Bauminister Jean Asselborn, den 2 Jahrzehnte gefordert hat, dass Lettzeburg quasi ganz Welt abhält. Schlussendlich wird aber so hier müssen nach dem Druck von der Realität ein Schritt in Richtung Vernunft gehen. Was hat sich seitdem getan? An der EU haben eine Reihe Länder wie Holland, Polen, Schweden also weiter hier Migrationspolitik verschärft. Die Gruppe von den Christdemokraten, denen auch CSV gehört, hat am EU-Wahlkampf sogar proposiert, Asylprozeduren an Afrika auszulagern. An zu Lettzeburg, die Regierungsparteien sind hin und her gerudert. Der Familienminister Max Hahn hat es Anfangs des Jahres zwar auf den Punkt gebracht, viele Leute kommen illegal wegen der Sozialleistungen hin, auch einer Majoritätsvertreter, wie der Gilles Baum, haben Probleme beim Namen genannt, und vernünftig Einzelpropose gemacht. Zum Beispiel Rückführungen an Afghanistan. Mal kurz drauf auf den DP-Fraktionspräsident von Polizeminister Leon Gloden zurückgepafft. Der Minister Max Hahn hat überdems weiter fleißig auf Erdkästen neue Strukturen geschafft. CSV-DP-Regierung hat die Asylkrise, die europäische Länder quasi zu Grenzkontrollen zwingt, zwar nicht verursacht, aber sie dreht aber zu ihrer Verlängerung bei. Dabei kennt sie mit 2 einfachen Maßnahmen Teil von der Lösung sind. Erstens, streicht sämtlich Sozialleistungen für Asylanten, für den hier Prozedur ein anderes EU-Land zuständig ist,
feiert sie konsequent dahin zurück. Zweitens stärkt unseren europäische Partner, besonders Italien und Ungarn, die seit Jahren am Alleingang probieren, Außengrenzen zu schützen, politisch endlich direkt. An der rezente Wahlen a ganz Europa hunn de jongste Stuffe entscheet eichter Parteiien ze wählen, déi Sicherheet a Stabilitéit als Prioritéit ugesinn. De Jong Leiit, déi wëllen nëmme Konsequenzen vun enger liberaler Migrationspolitik erdroen. Op den etlechen Tableronden wo mir och als Adrenalinemachen präsent waren dat halt die pertinent froen. Wie wat geht Kriminalitéit op, wie wat ass den Undeel vun der Auslännerkriminalitéit so héich, a wie wat kreien verschiedene Leiit ganz einfach Asyl bei eus am Land. A mir als Adrenalin waren déi eenzech, déi do dann Alkeiers eierlech geëntfert hunn. Des Weidere kréi mir oft als Jugendpartei vun enre Jonke mat gedeelt, wéi sie affer vun enger Aggressioun oder enger Bedrohung waren. Op Lo am Bus, mittes op der Ger oder owes an der Stadt, am Norden, am Süden, am Osten wéi och am Zentrum. Kriminalitéit hëlt net just an der Hefegkeet zo, mé fir allem och an der Aggressivitéit. De Jong wëlle ki Plädoyer iwwer Diversitéit héieren oder permanent iwwer de Klimaschwäze. Sie wëlle wirklich konkret wëssen, wat kënne mir géint die steigern Kriminalitéit machen. Et gouf eus Langzeit erzielt, dat den do kéint am Fong neich machen. Mir kéint de neich mat de Grenze machen, an och Punkto Asyl kéint de do net viel verënneren. A B loge simmer wéi Länder wéi Deitschland, Frankreich, Polen, Ungarn op Emol hi Grenzerem kontroléiere wëllen. Wir gesinn och ërem Länner, déi den EU-Asylpakt verhandle wëlle. Dat hiich wann e wëll, da kann e wirklich eng Verännerung durchsetzen. Dofir braucht den awer eng Regierung, déi richchte Reckrat huet, an net Reckrat wéi Schlauch wie dat bei euser Regierung ass. An die Jong, die werden definitiv immer méi Druck opbauen, an ech denken och, dat bei den nächste Wahlen der DR nach e viel méi gröst Resultat wär hunn. An der Chamber kommet dës fort danach zwénger eichter witzecher Diskussion tëcht zwee Deputéierten vun der LSAP respektiv der DP, déich net fir enthalen wëll. Und da gucken ich schon rum. Vergiss nicht zu sehr zu kommen. Ich mengen, Herr Präsident, der hat zu viel Limoncello getrunken. Ich will halt so, dass den Herr Oetsch in der Mitte nicht mal als Erste war, dass er also auch nicht kommt, der hat gedrängt zu sich geholt, der hat den Männer erstellt gehen, also ich fand das nicht gut, an aller Freundschaft. Herr Di Bartolomeo, und ich wollte so auch Alkeiers van den Herr Oetsch mal als Erste geht, lest den Fanger do davon. Ich will das Teil ganz klar stellen, weil ich fand, das war der gemacht hat, als ein Ausrutscher, den ich nicht so verstehen muss. An dat wäret fir dës Käier. Merci, dats Dir mat dobäi wärt. Eis Emissionioun kënnt Dir op der Tele op der PerTV kucken, informéiert Dir joch op eiser Internetseite an dem Facebook. Bleif gesund, Ädi a bis die nächste.